ist daheim. Normalerweise lerne ich neue Leute lieber richtig kennen. Weil du so viel Zeit in deinem Alltag hast. Das geht ja gar nicht mehr aus und aus dem Grund hat man halt so eine App. Schaut nett aus, finde ich. Ich habe ein Date um 7:30 morgen in Bayerkofen in der Bar. Wenn du jetzt dein Date eine halbe Stunde früher ausmachst, dann kann die zur Not aus der Situation befreien. Dann gibst du mir irgendein Zeichen. Schau, so? Ha? Also 3-mal hintereinander, dann weißt du, das ist ernst? Was ist los? Mein Date kommt nicht. Sag einmal, hast du nicht auf dich geschaut? Du weißt doch, dass ich mir Sorgen mache. Das ist ja alles, ich sag's dir. Oh. Der zweite klingt ja gar nicht mehr nicht wissen. Der Annalena und der Patrick. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Ich bin gleich wieder da, gell? Frau Schnaps. So wie du ausschaust, brauchst du einen Doppelten. Frau Flosch, wenn ich ganz ehrlich bin. Sag mal, lass du mich dumm sterben oder erzählst du mir, was passiert ist? Was ich gerade gesehen habe, das glaubst du mir sowieso nicht. Danke. Patrick und Annalena. Na, jetzt hör auf. Stell dir vor, die zwei sehe ich auch jeden Tag. Na. Sag mal, wie viel von denen hast denn du schon getrunken? Na, also die zwei. Nee, im Leben. Kann ich bitte zahlen? Ja. Fanny, ist alles gut bei dir? Du schaust, wie wenn du einen Geist gesehen hättest. Ich sag viel mehr so. Der Patrick und Annalena, ja, die haben halt nicht ihre Dates gehabt, sondern ein Date, wenn du weißt, was ich meine. Spinnst du jetzt? Was ist denn da draußen lustig? Ich hab's gesehen, der Patrick, sie sind mit seinem Auto gekommen, ja, und dann in die Wohnung von der Annalena gegangen und zum Schluss ist die vorhin auch noch zugezogen. Ernsthaft? Ich meine, Entschuldigung, der Patrick, der hat eine gewisse, ja, Veranlagung, kann man sagen, zu älteren Frauen. Denke mal an die Liz. Na, nie im Leben. Boah, die das Sorg. Die Fanny ist aber gerade durch den Wind gewesen, wie es an mir vorbeigerauscht ist. Ja, vielleicht brütet sie was aus. Magst du auch Wasser? Oh, sehr gern. Ah, das war aber ein kurzes Date. Grüß dich. Was wenigstens schön. Frag lieber nicht. Ah, wo wir gerade beieinander sind, ich habe ganz vergessen, euch was zu erzählen. Ich habe nämlich ab morgen Mittag für 14 Tage eine Schnupperpraktikantin in meiner Apotheke. Ah, wie jetzt das? Naja, ein alter Studienkollege von mir, der Bulzenhans, der hat mich angerufen und spontan darum gebeten. Weil er selber keinen Bock hat, oder was? Na, der ist angerufen worden von einem anderen Studienkollegen, aber sowohl der Bulzenhans als auch der, die haben selber schon einen Praktikanten. Na, da haben sie mit dir jetzt das perfekte Opfer. Ach, was heißt da Opfer? Ich mach sowas doch gern. Ja, weil du endlich deine Weisheiten wieder bei irgendjemandem loswerden kannst. Wenn sich eine wissbegierige junge Dame für meinen spannenden Beruf interessiert, Wenn die wissbegierige junge Dame aber mitten in der Pubertät steckt, ich sag's dir, das wird kein Spaß. wenn man das richtig macht, kann man jeden Menschen motivieren. Aber nicht, wenn man das junge Madel in Grund und Boden geschaftelt. Macht euch nur lustig über mich. Ich werde mit meiner Praktikantin 2 lehrreiche und unterhaltsame Wochen haben.
Ich muss los. Warte mal. Wie schaut's denn jetzt eigentlich aus? Hast du inzwischen einen Praktikumsplatz gefunden? Ja, ich kümmere mich schon drum. Das hast du gestern auch schon gesagt und den Tag davor auch. Du weißt aber schon, dass am Montag das Schülerpraktikum losgeht. Ja, weiß ich. Felix, du hast doch gesagt, du willst die 9. Klasse noch mal anständig durchziehen. Ja, ich mach's auch. Dazu gehört aber mehr, als dass du in Englisch und Mathe einen Vierer hast. Du musst ja auch wie jeder andere Schüler für die nächsten 2 Wochen einen Praktikumsplatz suchen. Ja, ich mach's auch, keine Sorge. Felix, es ist so wichtig. Du weißt es jetzt doch schon lang genug. Warum klemmst du dir einfach mal dahinter? Ja, hab ich doch. Ich war in Bayerkofen in einem PC-Laden, aber die machen sowas nicht. Und bei uns im Dorf hast du dich da auch schon erkundigt? Ja, sogar das habe ich gemacht. Ich war beim Bamberger in der Apotheke, aber der hat bereits schon eine Praktikantin. Die hat sich halt rechtzeitig drum gekümmert. Weißt du was? Wenn du bis morgen nichts hast, dann stehst du ab Montag bei mir in der Wurstküche und stopfst Würst. Hast mich? Dank der Norma, dass du schön beim Ausladen hilfst. Du, überhaupt kein Problem nicht. So, also. Außer mit der Sprache. Warum streust du heute so? Tu das. Sind Sie in Abend gehabt gestern? Ja, verrückt ist er gewesen, kann man so sagen. Ja. Morgen miteinander. Morgen. Ich komm nicht gern. Catering für die Brauerei. Habe ich schon hergerichtet. Sag mal, der Patrick hat ja nicht gestern auch ein Date gehabt im Berghofen? Ja, freilich, in der Sonderbar. Okay, in der Sonderbadle. Ha! Sowas. Das hat sich hier doch gar nicht über den Weg gerannt. Doch, schon. Und? Zufälle gibt's, oder? Und dann? Sag einmal, neugierig bist du gar nicht, oder? Ich hol dir jetzt deine Platten. Und? Brauchst du noch mehr Beweise? Was denn bitte für Beweise? Hallo, daran sie so ausweichen, wann nichts gewesen war? Die will halt, dass nicht die Runde macht, wahrscheinlich. Ja, aber der Patrick, der darf mir doch sowas verzeihen. Hey, geht's nur offensichtlicher? Beide haben ein Date. Beide gestern Abend. Beide im Berghofen. Aber beide in der Sonderbar? Schon klar. Ja, und dann kommen wir es auch noch miteinander heim. Und wo verschwinden sie? In ihrer Wohnung. Krass. Dann läuft da doch was zwischen denen Ja, zwei. pst, behalt's bitte für die. Aber hast du schlechte Noten gekriegt? Nee. Die in der Schule haben nur wieder mit dem Praktikum umgenervt. Warum hast du denn nicht auch mehr reingeknirgelt? Du weißt doch, dass das mit der Schule bei dir so ein Thema ist. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Hast du es vergessen? Oder fühlst dich einfach ein bisschen überfordert? Ich meine, ich bin gerade mal in der 9. Klasse. Wie soll ich denn jetzt schon wissen, was ich später irgendwann mal machen möchte? Es gibt so viele Jobs. Aber dafür ist doch so ein Praktikum da, dass man mal was ausprobieren kann. Ihr junge Leute habt es halt nicht leicht. Zu meiner Zeit hat sich das mit dem Beruf ganz von selber ergeben, je nachdem, in was für einer Familie man aufgewachsen ist. Ach so. Also wäre ich dann quasi Wirt geworden, so wie der Gregor. In der Regel hat der älteste Sohn den Betrieb vom Vater übernommen. Seht es einmal so. In der Auswahl, die ihr habt, liegt doch auch eine Freiheit. Ja, allgemein finde ich die Sache mit dem Praktikum ja eigentlich ganz cool. Wenn ich halt nur wüsste, was mir Spaß macht. Ja, Grüß Gott.
Ja, grüß dich, Corbinian. Frau Brunner, ich war jetzt da zum Möbel reparieren. Soll ich ihn anfangen? Da baust deine Werkstatt am besten im Nebenzimmer auf. Okay, aber brauchen Sie den nicht für die Gäste? Ich kann auch in den Keller. Na, da ist alles vollgestellt. Das passt schon so. Du magst ihm nicht ein bisschen mithelfen, das bringt dich auf andere Gedanken. Und wegen dem Praktikum, da fällt uns schon noch was ein. Dankeschön, Uri. 87 wären das bitte. Jawohl. Danke dir. Grüß Gott. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ja, dir auch schöne Grüße daheim. Sage. Grüß Gott. Grüß Gott. Was kann ich denn für Sie tun? Eine Doppelpackung Praktikum, bitte, wenn's geht. Tina Ziegler, Ah, Moment einmal. Sie sind... die neue Praktikantin für die nächsten 2 Wochen, ganz genau. Aha, ja, Bamberger, das freut mich. Ja, der Hans, der hat gar nichts davon gesagt, dass Sie schon... Dass ich keine 20 mehr bin? Genau. Eigentlich arbeite ich ja bei einer Bank, aber ich bin schon seit Jahren todunglücklich in dem Job. Und da habe ich beschlossen, noch mal zu studieren. Ach, geht so. Ja. Ja, und wie kommen Sie ausgerechnet auf die Pharmazie? Ach, mich haben schon als Kind die Naturwissenschaften fasziniert. Und wie man mit Physik, Chemie und Biologie die Menschen wieder gesund machen kann. Ja, das war bei mir auch der Grund, warum ich diesen herrlichen Beruf ergriffen habe. Dann hat uns wohl das Schicksal zusammengebracht. Hm? Na gut, dann tun wir keine Zeit vertun. Bitte? Und dann kriegen Sie von mir einen weißen Kittel. Ja. Und dann führe ich Sie die nächsten 14 Tage ein in die wunderbare Welt des Apothekers. Da geht's lang. Ja, danke schön, danke schön. So. Ja. Das darf ein langer für eine kleine Werkstatt. Dankeschön. Klar, gerne. Ist das alles nur dein Werkzeug? Mhm. Bloß vom Feinsten. Darf ich mal? Klar? Und das braucht man alles zum Möbel reparieren, oder wie? Ja, und was man halt als Schreiner sonst Neues macht. Ich nehme mal an, den brauchst du gleich. Da denkt ja einer mit. Danke. Gerne. Sitz. Du, wenn du sonst nichts zum Tor hast, dann kannst du mir gern helfen. Zu zweit geht Arbeit immer leichter vor der Hand. Klar. Immerhin alles besser als Hausaufgaben machen. Ach so. Hier ist die Mama. Grüß dich. Kann ich dir vielleicht irgendwas helfen? Ja, halten kannst du das. Gut, danke. Und? Hast du mittlerweile von unserem Mega-Date-Abend wieder erholt? Ich kann mir durchaus was Schönes vorstellen, wie das man mich versetzt. Ja, sei froh, wenigstens hat die dein Date nicht zugelabert. Die hat da ganz schön zugesetzt, der Lavinia. Ha? Gut essen ist mir ja auch sehr wichtig. Ich meine, das Essen bei uns in der Kantine ist nicht schlecht. Viel Grün, viel Fisch, wenig Pampfzeug. Ich lasse mich ja auch gerne mal bekochen. Ich meine, Männer können sich ja auch mal anstrengen. Genau. Dein verklemmter Nerd von einem Sohn, der hat bei Servus Single inseriert. Da, wo ich mich jetzt endgültig abmelde. So, aber ehrlich gesagt, die Frage, ob ich die App nicht wieder löschen soll, die stelle ich mir schon auch gerade. Geschmarrn, bloß weil das jetzt einmal schief gegangen ist, heißt das ja noch lang nichts. Trotzdem weiß man lieber, was da von unserem Date-Desaster erst einmal keiner was erfahren. Mama, ich schwöre feierlich auf mein Leben und deine Liebe. Bist halt mein Bub. So. Also. Zuerst schleifst Oberflächen ganz leicht an, damit das Wachs dann vom Holz gut aufgenommen wird. Gell? So in der Art ungefähr. Jetzt hast du eine Schieferheizung, hä? Verdammt. Eine Jugend ist das heutzutage. Sag mal her.
So. Jetzt kannst du auf dein Smartphone wieder umeinander tippen, so viel du magst. Als ob du kein Smartphone hättest. Ja, logisch. Aber wie ich noch in deinem Alter war, da habe ich schon gewerkelt bei uns auf dem Hof. Und da waren so Spreisel an der Tagesordnung. Ja, Veronika, das ist die Tina Ziegler, meine Praktikantin. Und das ist die Veronika Brunner, die Bürgermeisterin von Lansing und meine Lebensgefährtin. Ah, freut mich. Ebenfalls. Das ist die interessierteste Praktikantin, die man sich vorstellen kann. Gratuliere. Ja, es ist auch alles so spannend. Ich habe schon so viel gelernt jetzt hier in so kurzer Zeit. Das ist Wahnsinn. Wisst ihr was? Vor der Mittagspause zeige ich Ihnen noch mein Ablagesystem. Oh, das ist eine Wissenschaft für Sie. Weil da verliert er sich selber ganz gern mal drin. Also wenn Sie was von einer Pause haben wollen, dann da den rechtzeitig einbremsen. Veronika, das musst du doch gar nicht erwähnen. Ich meine, ich als Apotheker, ich weiß doch, dass Ruhepausen wichtig sind und eine gesunde Nahrungsaufnahme. Hauptsache, du sorgst für deine Nahrungsaufnahme heute Mittag einmal selber. Ich habe nämlich noch einen Termin in Bayerkofen. Also, Mahlzeit. Ja. Ade. Wiedersehen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei meinem Ablachesystem. Ein vorbildliches Ablachesystem zeichnet sich dadurch aus, dass man sofort findet, was man sucht. Ich übernehme 2 Schichten. Egal wann. Komm schon. Ja, dann tauschen wir heute die Schichten. Ja! Fanny, du bist die Beste. Erzähl mir was Neues. Was machst du denn eigentlich heute an deinem freien Tag? Ach so, ja, also als allererstes gehe ich jetzt einmal rüber zu Annalena in die Metzgerei und trinke einen Cappuccino. Und dann, ja, schauen wir mal. Dann viel Spaß bei der Annalena. Dankeschön. Du, Fanny, ich glaube, du hast recht, was an Patrick und die Annalena angeht. Was, wie kommst du jetzt da drauf? Naja, ich hab die vorhin miteinander gesehen. Und das hat so ausgeschaut, als taten sie miteinander turteln. Sag ich doch. Und was hast du gesehen? Erzähl. Später. Jetzt brauche ich dir erst einmal einen Kalbsrollbrat mit Salzkartoffeln für den Paul. Ja, ich hätte jetzt wissen, was du gesehen hast. Später habe Ich ich würde dir dich so gesagt, lange kitzeln, bis du mir sagst, was zwischen Patrick und der Annalena vor. Was ist mit Patrick und der Annalena? Na, Was ist der Ernst? geht Annalena kann doch ein Patrick seine Mutter sein. Ich sag ja immer, wir sind da, um zu lernen. Und zwar ein Leben lang. Das hält uns auch im Alter flexibel. Ja, das weiß ich schon. Oder meinen Sie, ich habe Ihren Artikel Long Life Learning in der Apothekenzeitschrift nicht gelesen? Ja. Grüß dich. Ach, Mike. Hallo. Kriegen wir eine neue Apothekerin? Grüß Ihnen, Mike Preisinger. Tina Ziegler. Hallo. Dürfte ich mich kurz entschuldigen? Aber natürlich. Wo hast denn den heißen Feger aufdrin? Das ist meine neue Praktikantin. Im Ernst? Ja, die Tina, die möchte ihren Lebensweg verändern. Und sie brennt für die Pharmazie und ist ein echter Fan von meiner Arbeit. Das mag ich so an dir. Du bist immer so zurückhaltend und bescheiden. Und sind so viel jünger gleich. siehst du, was jetzt davon von deiner Neugier. Genau das wollte ich verhindern. Sagt mal, wie lange geht denn das eigentlich schon zwischen den zwei? Ich muss in die Küche. Auf die Gesichter von den anderen freue ich mich schon, wenn ich ihnen das verzeihe. Sauber, der schaut aus wie neu. Was ein kleines bisschen Wachs ausmacht. Und, wie macht er sich, der Hiwi? Mei, ob er mal ein Schreiner aus ihrem Wert. Pff. Aber ein ganz passabler Stuhlträger kann er mit seinen 2 linken Händen schon werden. Da hat er sich gar nicht so blöd angestellt. Depp. Mei, Umgangston mit dem Gesehen müsste er halt noch lernen. Wie schaut's jetzt aus mit dem Praktikum? Wie denn? Ich war den ganzen Tag in der Schule, jetzt habe ich im Korbi geholfen. Aber ich mach's schon noch, keine Sorge. Gut.
Und wenn nicht, du weißt ja, wenn du bis morgen nichts hast, dann freue ich mich am Montag um 7 Uhr in der Früh auf die in der Wurstkirche. Kann schon nerven, gell? Nein, so sind's ab und zu. Die Eltern. Du, Corby. Kann ich dich mal was fragen? Grüß Ihnen, hallo. Hallo, hallo. Ich wollte eigentlich bloß schnell die Unterlagen noch geben, das habe ich vorhin vergessen. Bist heute wegen durcheinander? Ah ja, Hafer zum Tag. Was? Jetzt trinkst du wenigstens schnell ein Tesla Kaffee mit und setz dich hin. Ja, ein paar Minuten habe ich schon. Oh, schau her. Danke dir. Ich bin so frei, gell? Hat's Ihnen geschmeckt? Ja, wahnsinnig gut. Vielen, vielen Dank. Es wäre wirklich nie nötig gewesen. Ich habe ja noch gar nicht so viel gearbeitet und Sie laden mich schon zum Mittagessen ein. Sehr gern. Ich helfe Ihnen wenigstens beim Abräumen. Na, lassen Sie es, das passt schon. Bleiben sitzen. Das ist ein Service hier. So ist ja unser Roland, gell? Schon seit 25 Jahren da in Lansing. So lange führen Sie die Apotheke hier schon. Respekt. Und in meinem Beruf war mir noch keinen Tag langweilig. Es geht mir in der Bank genau andersrum. Ja, aber das kann man ja verändern. Meinen Sie? Wirklich noch in meinem Alter? Also, bei Ihrer Motivation, da sehe ich für ein Pharmaziestudium überhaupt kein Problem. Wirklich? Übrigens, kennen Sie den? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Apotheker und einem Bergsteiger? Der Apotheker, der hat ein Heilserum und der Bergsteiger, der hat ein Seilherum. Gut, gell? Der war gut. Was ist denn? Ja, mein Handy. Ich suche mein Handy. Ich erwarte einen wichtigen Anruf, aber ich glaube, ich hab's im Auto liegen lassen. Gut, ich bin gleich wieder da, ja? Natürlich. Ja, du, ich pack's dann einmal wieder. Ja, bei so einer Praktikantin, da geht einem das Herz auf. Ja, nicht bloß dir, würde ich sagen. Weißt du, sie ist so motiviert. Und dieses Interesse für die Pharmazie. Ja, oder vielleicht sogar am Herrn Apotheker persönlich, gell? Ich meine, sie lacht sogar über deine Sparwitz. Ach, Geschmarri, wie kommst du denn auf sowas? Naja, sie hängt schon sehr innig an deine Lippen. Glaub mir's. Sie steht auf die. Okay. Ja. Super, danke, Herr Gantinger. Servus. Also, von meinem Chef aus dort das passen. Geil. Jetzt werden wir schon noch sehen, ob du das geil findest, wenn du dann jeden Tag deine Spreisel reinziehst. Ja, immerhin besser, als 2 Wochen lang mit dem Gregor in der Metzgerei zu stehen und Würste zu stopfen. Wolltest du die Hausaufgabe machen? Mach ich gleich. Aber vorher muss ich dir was sagen. Die Würste nächste Woche, die darfst du alleine stopfen. Ich habe nämlich ein Praktikum bekommen. Echt jetzt? Ja. Ja, bei uns in der Schreinerei. Mein Chef hat's gerade abgesegnet. Hab gerade mit ihm telefoniert. Mensch, du bist ja richtig kreativ gewesen. Ja, das Schreinen hat halt voll Spaß gemacht. Dir hat das Spaß gemacht, das Schreinen. Ja, also ziemlich. Naja, wenn du meinst, es ziemlich gelangt. Immerhin so, dass ich's mal ausprobieren würde. Mich freut's, dass du doch noch was gefunden hast. Also häng die rein. Klar. Wir werden ihm schon auf die Finger schauen da. Lass keine Angst haben. Du bist schon ganz schön gefragt bei Servus-Single, ha? Das Nadel, schau doch nicht das, nochmal zurück. Und da? Ja. Ja, das stimmt. Aber ich hab halt ab jetzt immer Angst, dass es wieder so eine Psychotante ist wie die gestern. Puh, ja. Also, notfalls gebe ich halt wieder mit, dann haben wir so unseren Spaß, oder? Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Du störst nicht. Ich hab mir nur gedacht, dass. Was hast du gedacht? Naja, weil es so frisch ist. Was ist frisch? Weil so frisch ist, dass ihr Zusammensatz. Was? Entschuldigung mal, bitte, ihr seid beide gestern in der Annalena ihrer Wohnung verschwunden. Oh, das wisst ihr aber. Da schaust du das nächste Mal besser ein bisschen genauer hin. Ich bin nämlich in die Tür neben der Annalena, da wohne ich zufällig.
gehabt. Und danke nochmal, dass du mir die News gleich weiterverzählt hast, gell? Mei, wie man vom Teufel spricht. Ich freue mich ja so für euch. Und egal, was die anderen sagen, ich find's gut. Du sag einmal, hast du uns vielleicht verraten, wer noch alles von der Sache Bescheid weiß? Ja, also der Gregor, der Katharina, Moni, Zensi. Ja, also alle. Ja, ihr braucht euch ja nicht verstecken. Wir sind aber nicht zusammen. Und das Gerücht, das bringt sie jetzt genauso schnell in die Welt hinaus, wie das zwischen uns was läuft. Ja. Wir jetzt? Ich auch. Freilich. Auf geht's, hopp! Das glaube ich jetzt nicht, oder? Nein, ja nicht. Eine Nachricht? Von wem? Der Gerd. Nein. Gestern versetzt er die nur und jetzt? Will er sich noch mal mit mir treffen? Schmarrn. Ja und? Gehst hin? Ja, also ganz wichtig in einer Apotheke ist ja auch die Diskretion. Ja, also das kenne ich aus der Bank. Was glauben Sie, was die Leute mir da alles erzählen, was ich nie im Leben hören möchte? Ja, aber im Gegensatz zur Bank ist es hier drin ja wie eine Art Beichtstuhl, möchte ich mal sagen. Also, was immer man mir hier anvertraut, ich darf nicht drüber reden. Ganz der Apotheker Ihres Vertrauens. Ja. Ich würde Ihnen auch sofort mein Herz ausschütten, ganz ehrlich. Ihr Herz? Aha. Ja, wenn's gesund macht, klar, immer. Ja, dann würde ich sagen, krempeln wir jetzt unsere Apothekerärmel hoch fürs Nachmittagsgeschäft. Gut. Oh. Ja. Oh je, Entschuldigung. Das ist der dringende Anruf, auf den Sie Ja, gewartet haben. ja, der sollte eigentlich in der Mittagspause kommen. Dürfte ich vielleicht kurz... Ja, freilich. Ja, Nicht so viel. vielen Dank. Lili, warte kurz. Kleinen Moment. Ja, schön, dass du zurückrufst. Du, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ja, ich habe jemanden kennengelernt. Ja, ja. Ja, total klug, wahnsinnig lustig und wahnsinnig sexy. Ja. Ja, wenn ich dir noch sage. Ja, du, diesmal stimmt alles, das spüre ich. Allmächtig. Am Roland, seine neue Praktikantin, die himmelten ja schon ganz schön an, gell? Wieder so ein Oberguru. Naja, die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Eins darf mich allerdings interessieren. Ob die Froni schon Wind davon gekriegt hat, dass sie jetzt eine Nebenbuhlerin hat. Weil dann ist das gleich noch mal eine ganz andere Hausnummer, gell? Normalerweise lerne ich neue Leute lieber richtig kennen. Weil du so viel Zeit in deinem Alltag hast. Das geht ja gar nicht mehr aus und aus dem Grund hat man halt so eine App. Schaut nett aus, finde ich. Ich habe ein Date um 7:30 morgen in Bayerkofen in der Bar. Wenn du jetzt dein Date eine halbe Stunde früher ausmachst, dann kann die zur Not aus der Situation befreien. Dann gibst du mir irgendein Zeichen. Schau, so? Ha? Also 3-mal hintereinander, dann weißt du, das ist ernst? Was ist los? Mein Date kommt nicht. Sag einmal, hast du nicht auf dich geschaut? Du weißt doch, dass ich mir Sorgen mache. Dieses Service, ich sag's dir. Oh. Der zweite Trink, der war nicht mehr nötig gewesen. Der Annalena und der Patrick. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim.
Ich bin deine da, gell? Ja. Sing. Frau Schnaps. So wie du ausschaust, brauchst du einen doppelten. Frau Flosch, wenn ich ganz ehrlich bin. Sag mal, lass du mich dumm sterben oder erzählst du mir, was passiert ist? Was ich gerade gesehen habe, das glaubst du mir sowieso nicht. Danke. Patrick und Annalena. Na, jetzt hör auf. Stell dir vor, die zwei sehe ich auch jeden Tag. Na. Sag mal, wie viel von denen hast du schon getrunken? Na, also die zwei. Nee, im Leben. Kann ich mir das zahlen? Ja. Fanny, ist alles gut bei dir? Du schaust, wie wenn du einen Geist gesehen hättest. Ich sag viel mehr so. Der Patrick und Annalena, ja, die haben halt nicht ihre Dates gehabt, sondern ein Date, wenn du weißt, was ich meine. Spitzt jetzt? Was ist denn da draußen lustig? Ich hab's gesehen, der Patrick, sie sind mit seinem Auto gekommen, ja, und dann in die Wohnung von der Annalena gegangen und zum Schluss hat sie vorhin auch noch zugezogen. Ernsthaft? Ich meine, Entschuldigung, der Patrick, der hat ja eine gewisse, ja, Veranlagung, kann man sagen, zu älteren Frauen. Denke mal an die Liz. Na, nie im Leben. Das sag. Die Fanny ist aber gerade durch den Wind gewesen, wie es an mir vorbeigerauscht ist. Ja, vielleicht brütet sie was aus. Magst du auch Wasser? Oh, sehr gern. Das war aber ein kurzes Date. Grüß dich. Was wenigstens schön. Frag lieber nicht. Wo wir gerade beieinander sind, ich habe ganz vergessen, euch was zu erzählen. Ich habe nämlich ab morgen Mittag für 14 Tage eine Schnupperpraktikantin in meiner Apotheke. Ah, wie jetzt das? Naja, der alte Studienkollege von mir, der Bulzenhans, der hat mich angerufen und spontan darum gebeten. Weil er selber keinen Bock hat, oder was? Na, der ist angerufen worden von einem anderen Studienkollegen, aber sowohl der Bulzenhans als auch der, die haben selber schon einen Praktikanten. Na, da haben sie mit dir jetzt das perfekte Opfer. Was heißt da Opfer? Ich mach sowas doch gern. Ja, weil du endlich deine Weisheiten wieder bei irgendjemandem loswerden kannst. Wenn sich eine wissbegierige junge Dame für meinen spannenden Beruf interessiert, Wenn die wissbegierige junge Dame aber mitten in der Pubertät steckt, ich sag's dir, das wird kein Spaß. wenn man das richtig macht, kann man jeden Menschen motivieren. Aber nicht, wenn man das junge Madel in Grund und Boden geschaftelt. Macht euch nur lustig über mich. Ich werde mit meiner Praktikantin 2 lehrreiche und unterhaltsame Wochen haben. Ich muss los. Warte mal. Wie schaut's denn jetzt eigentlich aus? Hast du inzwischen einen Praktikumsplatz gefunden? Ja, ich kümmere mich schon drum. Das hast du gestern auch schon gesagt und den Tag davor auch. Du weißt aber schon, dass am Montag das Schülerpraktikum losgeht. Ja, weiß ich. Felix, du hast doch gesagt, du willst die 9. Klasse noch mal anständig durchziehen. Ja, ich mach's auch. Dazu gehört aber mehr, als dass du in Englisch und Mathe einen 4er hast. Du musst ja auch wie jeder andere Schüler für die nächsten 2 Wochen einen Praktikumsplatz suchen. Ja, ich mach's auch, keine Sorge. Felix, es ist so wichtig. Du weißt es jetzt doch schon lang genug. Warum klemmst du dir einfach mal dahinter? Ja, hab ich doch. Ich war in Bayerkofen in einem PC-Laden, aber die machen sowas nicht. Und bei uns im Dorf hast du dich da auch schon erkundigt? Ja, sogar das habe ich gemacht. Ich war beim Bamberger in der Apotheke, aber der hat bereits schon eine Praktikantin. Die hat sich halt rechtzeitig drum gekümmert. Weißt du was? Wenn du bis morgen nichts hast, dann stehst du ab Montag bei mir in der Wurstküche und stopfst Würst. Hast mich. Dank dir nochmal, dass du schön beim Ausladen hilfst. Du, überhaupt kein Problem nicht. Ah. Sorele,
Also. Außer mit der Sprache. Warum streust du heute so? Tu ich das? Sind Sie in Abend gehabt gestern? Ja, verrückt ist er gewesen, kann man so sagen. Ja. Morgen miteinander. Morgen. Ich komm mir gern. Catering für die Brauerei. Habe ich schon hergerichtet. Sag mal, der Patrick hat ja nicht gestern auch ein Date gehabt im Berghofen? Ja, freilich, in der Sonderbar. Okay, in der Sonderbadle? Ha! Sowas. Das hat sich ja da gar nicht über den Weg gerannt. Doch, schon. Und? Zufälle gibt's, oder? Und dann? Sag einmal, neugierig bist du gar nicht, oder? Ich hol dir jetzt deine Platten. Und? Brauchst du noch mehr Beweise? Was denn bitte für Beweise? Hallo, daran sie so ausweichen, wann nichts gewesen war? Die will halt, dass nicht die Runde macht, wahrscheinlich. Ja, aber der Patrick, der darf mir doch sowas verzeihen. Hey, geht's nur offensichtlicher? Beide haben ein Date. Beide gestern Abend. Beide im Berghofen. Aber beide in der Sonderbar? Schon klar. Ja, und dann kommen wir auch noch miteinander heim. Und wo verschwinden sie? In ihrer Wohnung. Krass. Dann läuft da doch was zwischen denen Ja, zwei. pst, behalt's bitte für die. Aber hast du schlechte Noten gekriegt? Nee,